Ja, Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Part 2 des Saisonrückblicks von 2 Kölsch. Diesmal starten wir als allererstes mal mit 2 Kölsch. Ne? Auf eine richtig geile Saison. Prösterchen, Leute. So, das wird Zeit. Ja, ihr habt natürlich direkt gesehen, wir stehen am Aachener Weiher, beziehungsweise wir sitzen hier auf der Wiese. Hinter uns die große Fanzone, die sich so langsam füllt. Wir haben jetzt Nachmittag, gleich 2:30. Und um 18 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft. Wir gehen mal davon aus, dass es da noch was voller wird. Und lassen uns überraschen. Aber in unserem Saisonrückblick, da wollen wir die ganze Geschichte jetzt mal so ein bisschen aus einer global-galaktischen Position heraus betrachten, also die Situation beim 1. FC Köln. Aber zuallererst bleiben wir erstmal bei den Fans. Wir Kölschen, wir sind Gift für langfristigen Erfolg. Und wenn man ganz genau hinschaut, da war der 1. FC Köln nur dann so richtig erfolgreich, als es eigentlich noch nicht jeden interessiert hat in Gölle. Das war wirklich so früher. Also ich habe es hautnah mitgekriegt damals gegen den 1. FC Saarbrücken vor 8000 Fans. Also Bundesligaspiele, wo das Müngersdorfer Stadion zu mehr als der Hälfte gefüllt war. Das war fast die Ausnahme. Ne? Klar, Bayern München war ausverkauft, aber es war eine Zeit, in der dieser Hype noch wirklich in weiter Ferne lag. Und als es eher so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft war, die sich für den FC interessiert hat und die ins Stadion gerannt ist. Genau. Und von da aus hat es ja einen rasanten Weg, was Zuschauerzahlen und auch Mitglieder und so weiter anbelangt, nach oben gegeben. Mit dem Ergebnis muss man ehrlicherweise sagen, dass wenn man heute in die sozialen Medien reinguckt, dass man eine richtige Lust an der Zerstörung also ich habe das wirklich so empfunden, dass viele Leute so einen Bock drauf haben, mal wieder alles scheiße zu finden und jeden für einen Idioten zu halten. Und also die Freude haben da richtig dran, die sich da drin suhlen. Ich will in diesem Verein keine Heroisierung mehr sehen und keine Hexenjagd. Diese kölsche Unart hat uns zu dem Fahrstuhlverein gemacht, den wir jetzt seit über 25 Jahren sind. Die kölsche Mentalität, wie der Blötschkopf sagen würde, so, und das geht in die andere, wenn der Pegel in die andere Richtung schlägt, ja ganz genauso. Ja. Ne? Also Baumgart ist ja nicht der Erste, den jetzt die Leute derartig vergöttert und in den Himmel gehoben haben. Ne? Wir haben das mit Linen erlebt, wir haben das mit Daum erlebt, wir haben das mit Stöger erlebt. Ne? Auch da waren wir wieder Teil von dem Ganzen. Man muss da wirklich sich an die eigene Nase packen und sagen, also man hat ja auch Freude dran, wenn man Helden hat. Ne? Man freut sich ja, wenn so ein Poldi kommt. Man will das auch haben. Ja. Nichtsdestotrotz scheint das doch etwas zu sein, was ein Erfolgsverhinderer ist, weil wir die Leute in den Himmel heben und wenn die dann einen kleinen Fehler machen, dann werden die in Bausch und Bogen verdammt. Und es kommt ja dazu, dass die Leute auch größenwahnsinnig werden. Selber, also da hat es genug Beispiele bei uns gegeben. Wir haben eben schon über Steffen Baumgart gesprochen. Der ist auch ziemlich abgehoben zum Schluss oder auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Das war auch beim alten Vorstand im Übrigen der Fall. Ja, also ein Werner Spinner mit seinem Vorstandsteam, auch der Werle, also ganz ehrlich, die haben Europa damals erreicht und wollten dann die Welt erobern. Die wollten China, die Marke 1. FC Köln nach China exportieren. Was für ein Quatsch. Ne? Mach deine Hausaufgaben auf den Plätzen in der Umgebung und hör auf mit solchen wahnwitzigen Träumen. All sowas, das führt dazu, dass sich die Geschichte abnutzt und ins Gegenteil umkehrt. Und dann reagiert natürlich auch das Umfeld. Also wenn der sportliche Erfolg dann irgendwann wegbleibt, dann werden die Mistgabeln rausgeholt und dann werden die Leute vom Hof gejagt in einer Art und Weise, das muss man dann allerdings fairerweise auch dazu sagen, die wirklich unter aller Sau ist. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn keiner mehr Verantwortung in Köln übernehmen möchte und in solche Führungspositionen überhaupt bereit ist, reinzurutschen. Richtig, genau. Und da sind wir im Grunde schon in der nächsten These. Hin und her macht Taschen leer. Das gilt an der Börse genauso wie im Fußball. Okay. Ja. Ist eine ganz einfache Rechnung. Also stell dir einfach vor, du verkaufst ständig Aktien, kaufst neue, musst wieder Gebühren zahlen. Hin und her macht Taschen leer. Du frisst dich selber auf, dadurch, dass du dich immer wieder versuchst zu erneuern und neue Leute einstellst, Abfindungen zahlen musst im Fußball, für neue dann wieder Ablösesummen und so geht das immer und immer weiter. Hin und her macht Taschen leer. Und dieses Prinzip, das fahren wir in Köln seit einem Vierteljahrhundert mit größtem Erfolg. Oh Gott, das klingt wirklich ganz furchtbar. Es ist auch furchtbar.
Jeder, der ein bisschen was sozusagen geschäftlich Ahnung hat, also weiß ja, wie mistig das ist, wenn man ständig neue Ansprechpartner hat. Ja. So, und das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also ich möchte mich ja als Sponsor, als wer auch immer, ja, verlassen können, dass der Mensch, mit dem ich da arbeite, morgen auch noch da ist. Und das gilt für die Verantwortlichen im Sport, das gilt für, wie gesagt, Marketing, Sponsoring und so. Und das ist auch echt ein Faktor. Und wenn wir immer darüber reden, wie geil das ist mit Freiburg und ähnlichen Vereinen, ja. Die arbeiten aber so solide und da erwartet auch niemand, dass der Marketingchef ein Gott ist, sondern einfach nur, dass der seinen Job macht. Ja. So. Und ich finde, das wäre vielleicht mal eine ganz gute... Ja, und vor allen Dingen, dass man auch bereit ist, Misserfolg in Kauf zu nehmen. Ne? Ja. Und nicht bei jedem sportlichen Misserfolg sofort wieder diese üblichen Mechanismen an den Start zu bringen und zu verlangen, dass Köpfe rollen und dass es Schuldige gibt. Und es gibt nie einen Schuldigen. Es gibt auch nie den einen Grund für sportlichen Misserfolg, sondern es ist natürlich immer die Summe aus Fehlern, die gemacht werden. Und klar haben wir jetzt auch Fehler gemacht in dieser Saison. Definitiv brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber trotzdem, ich finde, dass wir eine sehr starke Seriosität in diesen Verein reingekriegt haben. Ja. Auch mit diesen verschiedenen Geschäftsführern, die für einzelne Bereiche zuständig sind. Nicht mehr alles nur einem quasi auf die Schulter gelegt, wie damals mit Werle, was auch zu einem Misserfolg geführt hat. Ich finde, die jetzige Konstruktion, die macht viel richtig. Sie verkauft sich extrem schlecht. Sie redet nicht darüber, was sie alles gut macht, beziehungsweise es kommt bei den Leuten nicht an. Und die Fehler sind leider offensichtlich. Und trotzdem sieht es so aus, dass wir jetzt an dem bestehenden Management festhalten. Und dazu kann man unserem Vorstand nur gratulieren. Eine Sache wollte ich noch sagen dazu, weil ich habe das häufiger gelesen, dass Leute gesagt haben, wer so viel Fehler macht, der wäre in der freien Wirtschaft längst geflogen. Und das ist Quatsch, weil ein gutes Unternehmen in der freien Wirtschaft eine anständige Fehlerkultur hat. Ja. So, und wenn ich die Leute immer feuere, dann beraube ich mich der Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen. Also wenn ich sofort wieder raus bin, wenn der Fehler gemacht ist, dann wer soll denn aus dem Ding dann lernen? Das heißt, ich werde als Organisation gar nicht besser. Und da haben wir tatsächlich jetzt, den Eindruck, eine Chance, das anders zu machen. Das Festhalten an den bestehenden Verantwortlichen ist ein starkes und mutiges Signal an das Umfeld des 1. FC Köln. Es könnte der entscheidende Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft sein. Ja, das ist tatsächlich mutig. Es müsste nicht ganz so mutig sein, wie es jetzt ist. Denn ehrlicherweise, wenn man vernünftig kommuniziert hätte und die Leute mitgenommen hätte, dann müsste man nicht so viel Mut aufbringen, den Leuten jetzt zu sagen, was man vorhat und dass man dabei bleibt. Dann würde auch in den Zeitungen nichts von Patex-Präsident und ähnlichem Blödsinn stehen, sondern dann hätte man, glaube ich, eine andere Akzeptanz. Obwohl man auch jetzt ja merkt, dass viele Leute einfach sagen, nee, erstmal bitte mindestens mal geordneter Übergang, aber bitte dabei bleiben. Ne? Aber Kontinuität braucht Mut, ist so. Definitiv. Und mutig finde ich im Übrigen auch die Art und Weise, wie man dem schmierigen, wie ich immer so schön sage, dem schmierigen Umfeld in Köln gegenübergetreten ist und es hat abprallen lassen. Dieses ständige Untergangsgeraune in den Medien hat einen gehörigen Anteil an diesem Abstieg. Da können sich einige mal an die eigene Nase packen. Wenn man sich nochmal zurückversetzt, Mitte der Saison um Weihnachten herum, welcher Shitstorm da stattgefunden hat und in welcher Art und Weise die Hexen durchs Dorf getrieben wurden, durch die Medien, auch durch Blogs. Fakt ist, es ist wirklich eine extrem mutige Haltung, die hier an den Tag gelegt wurde. Und die Kontinuität so in den Vordergrund zu stellen, ist aus unserer Sicht der einzig gangbare Weg. Das Hauptproblem des Vorstands ist, dass das, was ihnen geglückt ist und was sie gut in die Wege geleitet haben, überhaupt nicht kommuniziert wurde. Und alles, was schief geht, offensichtlich ist. Das ist natürlich auf der anderen Seite vollkommen klar, dass alle Leute mega enttäuscht sind und wahnsinnig aufgebracht. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns jetzt erst melden, weil wir auch mal wollten, dass sich das alles erstmal setzt und die Emotionen runtergehen. Ne? Logisch, wir haben auch so einen Hals, ja, und sagen auch, das ist alles absolut nicht notwendig und es ist ein schrecklicher Fehler, der da gemacht wurde. Aber Wut und Hass sind schlechte Ratgeber.
Aus diesen Emotionen heraus langfristige Entscheidungen treffen zu wollen, ist völlig der falsche Ansatz. Leute, wir haben in Köln 100.000 Trainer, mindestens. 100.000 Sportdirektoren. Und alle kommen aus wahnsinnigen Emotionen heraus. Und das ist ja auch gut so. Emotionen gehören zum Fußball dazu. Die will euch überhaupt gar keiner absprechen. Aber wir müssen auch bei den Fakten bleiben. Und diese Fakten, die besagen nun mal, dass der FC wirklich finanziell in den letzten Jahren so ein Missmanagement betrieben hat, dass wir kurz vor der Pleite standen, und damit müssen wir einfach souverän umgehen. 25 Jahre Chaos stehen mir echt hier, und ich unterschreibe zu 100%, dass die Zukunft des 1. FC Köln nur auf gesunden Finanzen basieren kann. Und das ist ein Wunsch für die Zukunft schon und eine wunderbare Überleitung, dass man nämlich das jetzt sein lässt und dass wir bitte ein bisschen sachlicher werden in allem. Ja? Und damit sind wir dann auch endlich beim Ausblick. Ne? Was kommt denn jetzt nächste Saison eigentlich? Was stellen wir uns vor? Was wünschen wir uns? Was befürchten wir? Los geht's! Wenn wir nicht sofort wieder aufsteigen, dann stehen wir vor dem nächsten Umbruch in der Mannschaft und damit steigt leider die Gefahr, dass wir länger unten bleiben. Ja, war doch direkt ein Downer, ne? Oder? Nein, wir glauben natürlich an eine glorreiche Zukunft des 1. FC Köln. Und was macht uns da optimistisch? Auch wieder die Art und Weise, wie bestehende Spieler ihre Verträge jetzt verlängert haben. Das Commitment mit dem 1. FC Köln. Ich finde es wirklich überragend. Auch die Arbeit, die geleistet wurde jetzt in letzter Zeit. Und dass die Jungs bleiben, trotz dessen, dass die letzte Saison in die Hose gegangen ist. Aber ich glaube einfach daran, dass der Kern auch der letzten Truppe die Saat bilden kann, wirklich für eine erfolgreiche Zukunft. Und wenn wir auch noch mal über das Thema Transfersperre sprechen, es ist in 6 Monaten Geschichte. Dann ist das Gespenst weg und wir können uns ganz normal weiterentwickeln. Und wir haben eine charakterlich super Truppe. Und das ist meine Hoffnung. Ja, ich würde gerne kurz erklären, wie ist es gemeint? Also, weil es gibt ja ganz viele so Horrorszenarien von Leuten, die sagen, wir werden irgendwie durchgereicht und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ne? Klar ist, dass wenn man da unten bleibt, dass es natürlich nochmal einen Umbruch gibt, dass wieder Spieler gehen, dass wieder, wenn wir Pech haben, werden uns junge Spieler, die gut waren, weggekauft. So. Und das ist natürlich, da liegt ein bestimmtes Risiko drin. Aber ich bin komplett bei dir. Und wir haben jetzt gesehen, mit welcher Kreativität die sportliche Leitung selbst trotz Sperre agiert hat und Leute verpflichtet hat, die dann direkt wieder ausgeliehen werden. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich und habe einfach die Hoffnung, dass wir das in Zukunft auch sehen werden. So ein wirklich kreatives Management. Nicht, und das ist ganz wichtig, nicht wie früher. Ne? Ich habe ein Adressbuch und ich rufe mal beim Struth oder weiß ich nicht was an. Es geht nicht ohne Berater. Wir werden mit den Beratern immer auskommen müssen. Ja, und auch vor allen Dingen auch nicht mit Mondbeträgen, die auf den Tisch gelegt werden. Genau diese Sache geht eben nicht mehr. Durch und für. Ja. Stell dir sowas mal vor. Also der Job des Sportdirektors besteht eben nicht darin, dass er ein Adressbuch hat. Das kann es nicht sein. Tor! Ne? So. Eigentlich genau das Stichwort. Ne? Ja, wer soll die Tore schießen nächstes Jahr? Ich habe gehört eben, dass Luca Waldschmidt jetzt auch bleibt. Ja. Das ist eine tolle Nachricht. Das ist eine tolle Nachricht. Ich war ein bisschen hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich, weil er sich auch nicht so wie die anderen direkt committed hat. Aber ja, mein Gott, hat auch einen komplizierten Berater, ne? Glaube ich, oder? Ja, das ist die Berater. Da waren wir ja gerade. Ne? Ohne die geht's nicht. Mit ist auch nicht so richtig geil, aber ist halt so. Ne? Ja. Kommen wir nicht drum rum. Und die Jungen kriegen da manchmal irgendwie Flöhe ins Ohr gesetzt. Wir haben das ja wirklich leider Gottes in dieser Saison gesehen. Ich hoffe aber, dass es in Zukunft auch dadurch, dass wir schon so einen Ruf haben, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, da auch eine Ruhe reinkriegen. Und wir haben wirklich schon eine geile Mischung aus jetzt wirklich erfahrenen Erstligaspielern, die vielleicht in der 2. Liga dann eben doch nochmal einen Unterschied machen können. Und super jungen Typen. Ich bin ja ein super Finkgräfe-Fan, muss ich wirklich sagen. Absolut großartig. Es kommen ein paar Leute dazu. Das ist alles schon, ihr wisst das alles. Ne? Aber auch da hängt natürlich ein Haufen Hoffnung drauf. Und deswegen ist wieder Fantasie drin. Ja. Also, ich kann mir auch vorstellen. Ja, und wir kriegen ja auch einen neuen Trainer, über den müssen wir auch sprechen, Gerd Struber. Genau. Ne, kommt zwar aus so einer Red Bull-Welt, aber wir haben das intern auch schon besprochen. Wir sind ja sehr starke Kritiker von Red Bull und dem ganzen System und diesem Konstrukt. Ich sag nur Stinkefinger-Affäre letzte Saison, auch ein Highlight, der ist der wenigen Highlights der letzten Saison.
Also wir versuchen aber trotzdem an der Stelle ein bisschen lockerer zu sein, wenn man darüber spricht, jetzt Personal von denen zu übernehmen, wo wir noch vor 2 Jahren gesagt hätten, nee, wollen wir nicht haben. So, also da sind wir ein bisschen lockerer geworden und deswegen herzlich willkommen, lieber Gerhard Struber. Ja, wir können uns ja auch nicht so völlig verkniffen irgendwo in die Schmollecke setzen und sagen, das wollen wir alles nicht und dann sind wir irgendwann aus der Welt raus. Das ist mit Sicherheit nicht die richtige Strategie. Ich bin super gespannt und hoffe sehr, dass er der Mannschaft genau den Stempel aufdrückt und eben genau diese Art zu spielen. Das finde ich nämlich auch geil. Ne? Das ja Team Zukunft gefordert hat, wo wir schon lange dran sind. Ja, es ist schon lange spürbar und der Weg ist schon lange auf der Agenda und wir sind schon dabei. Aber wirklich diesen aggressiven Angriffsfußball, den wir bei Baumgart so geil gefunden haben, auf den freue ich mich dann, muss ich schon sagen. Das wird super. Übrigens, ganz persönlich möchte ich sagen, ja, ich freue mich über einen weiteren Zugang, nämlich der liebe Peter Greiber kommt wieder zurück nach Köln. Ja. Das ist, der war 10 Jahre Torwarttrainer beim 1. FC Köln und da kennen wir uns noch her, das ist 20 Jahre her, dass er gegangen ist, also 19 Jahre und dann war jetzt 19 Jahre bei VfL Bochum. Und einfach schön, so Leute, die man länger kennt und auch deren Weg man begleitet hat und beobachtet hat, wieder hier zu haben. Da freue ich mich, ganz persönlich. Ich möchte zum Trainer auch noch 2 persönliche Geschichten auch noch erzählen. Die erste, er kommt aus Kuchel, das ist im Salzburger Land. Und da habe ich also bestimmt 4, 5 Mal übernachtet, wenn ich mit der Familie nach Kroatien gefahren bin. Da hatten wir tatsächlich immer ein Hotel in Kuchel. In Kuchel, ja. Mini kleiner Ort. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und die zweite Geschichte, wo du dich unsterblich gemacht hast bei jedem FC-Fan, lieber Gerhard, das war, als du mit dem Wolfsberger AC seinerzeit 4:0 in Gladbach gewonnen hast, ihnen die höchste Auswärtsklatsche im Europapokal aller Zeiten zugefügt hast. Und ich habe das Spiel damals live 90 Minuten am Fernseher erlebt und ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen und habe jetzt irgendwo gelesen, dass du damals der Trainer warst. Also alleine dafür, für dieses Spiel, werde ich dir eine Zeit lang die Füße küssen. Ja, definitiv. Sehr, sehr schön. Aber wir hoffen natürlich auf ein bisschen mehr als ein 4:0 gegen Gladbach, wenn wir das nächste Mal gegen die spielen. Ne? Ja. Also DFB-Pokal ist ja auch noch möglich. Ne? Ja, was macht uns sonst noch optimistisch? Ich würde sagen, vor allen Dingen auch, jetzt sind wir wieder bei den Fans. Ja. Unsere Fanwelt beim 1. FC Köln. Ja. Geil. Ja, denn anders als früher. Also ich meine, das hat sich geändert. Aber was hier los ist bei Auswärtsfahrten und da ist wieder was los, ne? Da freue ich mich schon wieder so dermaßen drauf. Jetzt in Sandhausen geht's los und ja, wir werden das Ding schon machen nächste Saison. Ne, du hast es ja auch schon mal gesagt, es ist so, wir sind ja ein bisschen notgedrungen wegen des fehlenden sportlichen Erfolgs, feiern wir uns quasi selber. Ne? Wir müssen das so tun, weil sonst hast du ja gar keinen Spaß mehr. Ja. Es ist aber, glaube ich, auch dann, wenn man erfolgreich ist, eigentlich das Zentrum von allem, nämlich das Miteinander, der Spaß haben, die Leute sehen und es ist das Großartigste, darauf freue ich mich. Und übrigens werden wir mehr Vereine in der 2. Liga haben. Ich will die nicht schönreden, bitte. Ne? Ich will da raus, aber wir werden mehr Vereine haben, wo man sich auf die anderen Fans auch freuen kann und das, glaube ich, eine geile Nummer ist. Wir verzichten ja auf Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim und die Red Bulls und so, das ist schon mal auch ein Gewinn. Aber ich möchte auch noch was sagen zu diesem Thema sich selbst feiern, weil das wird ja häufig auch kritisiert. Ja. So, und das finde ich extrem unfair, denn es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, natürlich sind wir im Laufe der Jahre dazu immer mehr verdammt worden, dass wir quasi ein eigenes Rahmenprogramm entwickeln. Ne? Rund um das Fußballspiel. Und heutzutage dauert ein Fußballspiel nicht mehr 90 Minuten, sondern tatsächlich 10 Stunden. Also je nachdem, wo man auswärts ist. Ohne Ausnüchterung. Es gehört für uns dazu und es macht auch für mich den Fußball heutzutage mit aus. Es wäre alles noch viel geiler, wenn es mit sportlichem Erfolg verbunden wäre. Aber nochmal, ich finde es am allerunfairsten, wenn ich Stimmen höre, die sagen, der 1. FC Köln ist nicht erfolgreich, weil die Fans ja nur sich selbst feiern und keinen Wert auf sportlichen Wettbewerb legen. Also das ist völlig unwahr. Also wenn ich für mich selbst spreche, ich bin wirklich ein sehr ehrgeiziger Typ, auch im Sport. Und mich ärgern Niederlagen ohne Ende. Und trotzdem, wenn ich nachher feiern kann, dann versüßt mir das nicht nur, beziehungsweise dann macht es mir nicht nur das Ganze etwas erträglicher, sondern es macht einfach einen Riesenspaß. Und wer das wiederum nicht in der Lage ist zu erleben,
Ja, mein Gott, da habe ich eher Mein mit dem Beileid. Mitleid, ganz Ja. genau, Ja. als dass ich jetzt sage, wir sind da an irgendetwas schuld, nur weil wir unseren Verein feiern. Und das ist übrigens auch ein Riesenunterschied, ne? Was wir eben bemängelt haben, wo wir gesagt haben, da könnte ein Keim unseres Problems drin liegen, nämlich dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Frohsinn über Bord werfen, ja, und sagen, wir sind nicht mehr bereit, Spaß zu haben und so. Ja. Da geht es überhaupt nicht drum. Es geht um dieses völlig überbordende Leute in den Himmel heben und für irgendwelche Messias halten oder sowas, wie wir es erlebt haben. Wir brauchen keinen Ticker von Herrn Daum aus dem Krankenhaus, das ist bescheuert. Ja? So, aber bescheuert. Spaß haben ist nicht bescheuert, ja? Sondern wir haben ja nur dieses eine Leben. Was soll ich mich jetzt hier begraben, weil der erste FC Köln... Und ich kann nur jedem empfehlen, der vielleicht auch so ein bisschen getrieben aus Kommentaren in den sozialen Medien, der das verurteilt, obwohl er es selbst noch nie erlebt hat. Leute, kommt doch mal mit. Ja. Setzt euch mal mit in den Bus oder in den Zug. Kommt mal mit zu Auswärtsspielen. Es ist einfach... Es ist ein Lebensgefühl, es ist eine Party, das ist wunderschön. Und, wenn ihr zart beseitet seid, fangt nicht mit dem Ausweichzug an. Ausweichzug nach München. Also das war auch ein Highlight dieser Saison, muss ich wirklich sagen. Das war geil. Ja. Was haben wir denn sonst noch an Highlights erlebt? Na, darum geht es nicht. Es geht Da um ist die, ein die Highlight. jetzt kommen. Es geht um die, die kommen. Und ich freue mich auf so lustige Dinge wie Elversberg. Da bin ich noch nie gewesen. Es kommen super geile Sachen, auf die wir uns alle sehr freuen. Ja. Und wie gesagt, Ich war noch nie in Nürnberg. Ich will endlich nach Nürnberg. Also das ist wirklich ein ganz großes Ziel für diese Saison. Wehe, ich bin an dem Tag irgendwie krank oder so jetzt. so, also vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, worauf ihr euch nächste Saison freut. Denn wir wollen ja hier fröhlich aus diesem Saisonrückblick und dem Ausblick herauskommen. Ja. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn da ganz viele unterschiedliche Dinge bei rauskommen, an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, 2 Kölsch auf 3 Punkte im ersten Saisonspiel. Gerade noch die Kurve Wo gekriegt. ich noch im Urlaub bin. Ich habe nämlich eine Erstliga-Urlaubsplanung gemacht. Gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, Ey. so Was für ein Highlight Scheiß, direkt ey. zum Start. Kann nicht wahr sein. Und auf eine erfolgreiche Saison. Macht's gut, Leute.